Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Call, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klezboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt Freunde und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Call sollen sie euch hören und Nähe haben. Hört sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Call-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hört Nähe. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, teure Zuhörer. Ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM, das redet zu euch Meir David. Ich bin sehr zufrieden zu melden, dass wir geben unsere Edition direkt von der Jiddischwoche. Wir haben oft mal gespielt Interviewen und Schmusen und viele rekordierte Programm für Johann Lebedeck von Neulem, aber das ist das erste Mal, was wir geben direkt Lebedeck von der Jiddischwoche in Pearlstone Center in Reisterstown, Maryland. Und wir haben ein reichen Programm für euch heint mit der Sachgäste, was ihr wird sich der wissen wegen sie in einer Minute rum. Aber vor dem will ich spielen für euch eine Begrüßung von unserer Mitanführerin, unserer teure Mitanführerin Chassia Segel, was sie hat erst gepravet ihr 102. Geburtstag bis 120 Kinderhörer. Und sie hat gemacht für die Jiddischwoche, was sie hat oft mal besucht, eine Begrüßung speziell für uns Heintabend. Und ich will das jetzt spielen. Teure Freund, Zuhörer zu der jüdischen Wort, ich komme nach allem begrüßen und reden zu euch an alte Bekannte. Ich habe bekannt mit dem jüdischen Wort durch Meir David, was hat mir zugeführt, Bekannte mit allem und ich habe klar gefühlt, ich viel in der Heim. Nicht doch alle reden Jiddisch, doch alle viel Jiddisch und alle sind stolz mit dem jüdischen Wort. Und man hat nicht geredet keine Narrigkeit mit jeder Wissen, man hat geredet tägliche, natürliche Sachen und gehört gute Reden, so gehört feine Singen, und gehört schöne Kindergesang. Es wird gekommen in der Ganeden auf der Welt. Und von dem Tag habe ich nicht vergessen, und es ist mir geblieben ein lichtiger Ort in mein Herz, in meine Schamme. Und ich kann es auch keine Wörter zu bedanken mehr mit dem Sprache, was man sich vorne in der Kar, eine gesessen mit zweite, mit allen Päckchen über den Kopf, und die Kinder sagen, wunderbar, sie haben geschwiegen, weil ich eben extra zugekommen bin. Mit der ganzen Besprache, wo wir ein Teil von sein. Die Woche fängt wegen auf Gier. Und der Tag gewesen nicht lang genug. Und man fängt haben so viele Sachen zu tun. Erst eine Vorstellung, noch ein gewesen Tanz, noch gewesen der Essen, gewesen der Jüdische. Und begrüßen sich mit Menschen. Und dann noch fängt da noch mit alle Sachen, was er hat gewollt erzählen, reden, gewesen frei. Und getroffen sehr interessante Menschen mit sehr anderen Dialekten von Jiddisch, aber alle geklärt auf ein jüdisches Leben.
Und es sind die Tage größere Wünsche der Welt, der größere Vakatie, der größere Versammlung von Menschen wie die jüdische Woche, wo sie jung und alt und Kinder und Fremde von der fremden Länder und hat sehr viel Meinung wegen was beklärt wird jüdisch sein. Die Sache ist, jüdisch wird sein das, wo die Juden wollen das dort. Wir können sagen, es wird sein, wir muss sein. Und wir müssen vor allem ein bisschen Arbeit, ein bisschen Geduld und ein bisschen darf man sein, nicht egoistisch. Wir leben in Ländern, es wird alle gesprochen, aber der Heim darf sein ein jüdischer. Wir sein ein jüdischer Heim, nicht auch ein besserer Lehrer, nicht auch ein besserer College, nicht auch ein besserer Buch. So lernen dem Jüdisch, wie lernt man sich in der Heim. Ich weiß, hoch sich zu, alle versagt, von euch reden Jüdisch, und haben Heimen, was berät ist und die, was nicht können, noch verbessern. Sie kämen nicht zu spät. Ich bin sehr glücklich und sehr maßelig. Ich habe gehabt die Gelegenheit, zu bekannt noch mit mir. Und die Woche habe ich gehabt mehr mit Basel. Die Woche ich war mein Geburtstag. Ich dachte nicht sagen, wie alt ich bin, weil ich bin sehr, sehr alt, was ich noch nicht. Und mehr mit David Brown, sie gekommen mir bei Griechen persönlich. Ich bin da in Florida, ich lebe in einem von älteren Menschen, was Jiddisch retten sehr wenig. Alle werden dann zick, da berät Jiddisch, aber es fällt uns noch auf den Himmel. Man will ein bisschen hören Jiddisch und kennen Jiddisch. Darf dann lernen, die Kinder und reden mit der Jiddisch. Das ist mein Wunsch zu euch allen. Ich danke euch für einhochen. Schönen Dank, Chassia Segal. Schöne, warme Wörter. Und jetzt habe ich dem Covid und Vergnügen zu geben einen kurzen Reinführ zu meinem jungen Gast und Mithelfer und rechter Hand, Arale Vishwanet. Zuhörer von Boston müssen gedenken, als mit 3 Jahren zurück ist das letzte Mal gewesen auf unser Programm. Damals ist gewesen als Student in Harvard, graduiert. Und jetzt mit 3 Jahren später ist mit uns und wird uns ein bisschen der Heiligen wegen sich. Und lassen wir ihn begrüßen. Arla, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom mehr. Tage Pink 3 Jahre, was ich bin gewesen auf das jüdische Programm, auf das jüdische Call heißt es. Und bis gerecht, schon zu lang. Sind damals bin ich gefahren über die ganze Welt und ich bin zurückgekommen. Tage zu der jüdische Call. Was hast du gewartet so lang? Eine gute Frage. Wo bist du herumgefahren? Ich bin gewesen in Indien, 1 Jahr lang. Danach bin ich gewesen in dem Merchakim von Durham, New Jersey. Von dort Was ist? Was? Was ist das? Trenton, New Jersey. Aha. Von dort bis daher ist nicht kein Katzenspring. Der erzählt uns ein bisschen wegen Indien. Was hat du getan dort? In Indien bin ich gewesen Lehrer von Englisch in einer Klasse von Kindern in 6. und 7. Klasse. Und das war sehr eine interessante Überlebung. Indien ist eigentlich das Land von meinen Uwes auf meiner Tatenszeit. Es war eine feine Gelegenheit, sich zu bekennen mit jener Kultur. Und das Lernen Kinder in 6. und 7. Klasse, muss ich dir sagen, ist nicht gering. Efter will ich einmal sein Lehrer, aber sicher nicht für Kinder in 6. und 7. Klasse. Man kann sich vorstellen. Aber es ist besser dort, man hat mehr derich Herz für einen Lehrer? Man hat nur derich Herz, ob man es gerät zu schlugen. Und mehr, ich bin nicht gerät zu schlugen. Guter Jad. Kannst du jetzt geben, lass mir bekommen mehr Informationen von dir, bis die Schmusen, was wir wollen bald haben, aber kannst du jetzt geben eine Einführung zu die 2 kommenden Gäste? Gut, ich will euch vorstellen, unsere erste Gast, Itzik Bliemann und Reine Schechter. Reine Schechter ist eine Sängerin von jüdischen Lieder in halb von dem berühmten Duo Die Schechter-Töchter. Itzik Bliemann ist ein jüdischer Linguist, was führt mit dem Leinsaal. Eine Website, was hat für ihr Ziel, das Bekennen einer breiteren Eulen mit der jüdischen Literatur
durch neue Referaten von Akademikers, Lehrers und Literaturkenntnis. Reine und Itzig sind du nicht lang zurückgekommen von einer Sie über Europa und sie wollen uns ein bisschen erzählen wegen dem, was sie haben gesehen und übergelebt. Seid begrüßt. Schönen Dank. Nu, seid ihr so gut? Keine muss ich sagen, dass ich habe gesehen eure Videos. Itzig. Jasche Koech. Danke. Und meine Tochter euch, ja. Ich habe sie ihr geschickt und alle alle Vorwärtslehner haben das angeguckt mit großem Interesse. Aber die, was haben das noch nicht gesehen, ein bisschen zu verstehen, was ist dort gewesen. Ja, also wir haben beide Anteil genommen in der Helix-Programm. Das ist eine Unternehmung von der Organisation Jüdischkeit in Los Angeles. Und das ist eine sehr über die jüdische Litte. Hajor hat es herangenommen 3 moderne Länder. Die meiste Zeit haben wir verbracht in Belarus, in Weißrussland. Und wir sind gefahren auf einem Autobus bis Vilna, durch Lettland und ein bisschen in Litte. Ja, es ist ein Programm, was ist gemacht für Universitätsstudenten, bis graduieren. Und sind du andere Programme, was Jüdischkeit organisiert für ältere Leute, aber die Programme ist dafür gewählt für Studenten. Und nu, was ist gewesen von den größten Geduschen von der Reise? Ich hab damals nicht gewusst, auf was sich zu richten. Ich bin keinmal nicht gewesen in Mizrach Europa. Ich bin nicht gefahren in Marav Europa, aber Mizrach ist sehr anders. Meine Obersten darf nicht finden gewesen Leute. Es ist mehr gewesen eine anthropologische Neugierigkeit, aber nicht darf finden meine eigene Tradition. Aber jetzt ich weiß, ich hatte ein paar Obersten finden gewesen Leute, ja. Ja, MS auf meinen Taten sagt, weiß ich bloß, dass sie sind gekommen von Minsker und Moljever Gegend. Wir sind gewesen in Minsk in Moljev. Aber ich bin ehrlich einmal früher gewesen in Mizrach Europa, keinmal nicht gewesen in Weißrussland. Und ich meine, die weißrussische Kultur ist ganz anders wie in Polen oder in einem europäischen Verband. Es ist noch als kommunistisch. Man kann finden Statuen von Lenin in etliche Gäste. Und es ist gegen die dortige Gesetze. Also eine Gruppe von mehr wie 3 Menschen soll sich versammeln auf der Gas. Sonst ist du ein Tourunführer, was das haben wir gehabt, der Leute nicht. So gewesen eine Gruppe 24 Menschen. Man darf auf dem speziellen Zertifikat oder wie wer kann seine Tourunführer? Ja. Man darf einen Nummernzettel. Steht, dass man das heißt, sie bleiben mal so wie in die 70er, 80er mit dem alten Kommunismus dort? Ja, es ist zwischen die einzige Länder, was hat noch als sehr erneuerte Beziehung mit Russland und mit dem Russland von einmal. Die Grenze zwischen Weißrussland und Russland ist jetzt offen. Als wir Weißrussische kann man frei herangehen in Russland, in dem anderen Weg. Und sie sind nur Business Schüttefes. Wenn wir sind gewinnen, dem ersten Tag, was wir sind gewinnen in Vilna, haben wir gesehen, wie wir halt in Europa nehmen 4 alte sowjetische Statues. Das war keinmal nicht geschehen in Belarus. Wir können auch halt sehen, allein in jedem Städtel, wo jeden haben, sind gewinnen 90% von der Bevölkerung, ist so allein eine Statue von Lenin. Und das ist noch halt sehr ein beulete Simen von dem Kommunismus. Wie ein Linguist bin ich Tschikawa zu wissen, auf welche Sprache ihr hat sich verständigt mit dortigen Menschen oder hat ihr gesehen, die physische Sachen, was gewesen dort. Jetzt ich weiß, dass die kannst reden ganz gut auf Russisch. Redet man dort jetzt das auch Englisch? Nee, nicht ganz auch. In Belarus redet man mit der Klall Russisch. Ich finde, als Weißrussisch ist offiziell eine von die Hauptsprachen von Belarus. Ist Weißrussisch das Kommunikiermittel noch als.
Ja, ich meine, als unser Wegweiser hat gedient wie ein Übersetzer, als sag mal, etliche von den Studenten, als auch von den Unternehmern haben geredet auf Jiddisch, was nicht gewesen so nützlich. Wir haben sich getroffen mit ein paar älteren Jiden in Lettland und Litauen, was haben geredet auf Jiddisch und nicht keine Sache in Belarus. Russisch ist zu Nutz gekommen. Und im Meschach von einem Tour habe ich gemacht ein paar Redes wegen die Dialekten, die jüdischen Dialekten, was man hat einmal sich benutzt mit sie in Belarus. Wir haben ein bisschen verglichen die Redenischen von Disney, eine kleine Städtele in Belarus und von Moljev, Mogilov und Avada Minsk. In Minsk haben wir sich dafür bekannt mit denen, was hat geschrieben belarussisch-jiddisch Wörterbuch und hat geredet wegen dem, was belarussisch wollte nicht gewesen möglich und als Jiddisch soll haben existiert in Belarus, wie eine wichtige Sprache. Okay, es ist einmal gewesen eine nationale Sprache in Belarus, Jiddisch. Was ist von einem weiten Guckwinkel meint man, dass Jeden in Weißrussland haben gerade ein Jiddisch im Vergleich mit Jeden in Lettland und Lita. Aber es geht, als man geht tiefer rein in dem, was sind die Unterschiede mehr oder weniger zwischen die Subdialekten? Ja, als man hört sich zu Rekodierungen von Jeden von Disney, Disney ist, wie gesagt, ein kleines Städtel, Kulbach hat geschrieben wegen der Mond der Städte Disney in seinem Werk. In Disney hat man geredet mit Awamedwaschen. Was heißt? A Städte wo Disney. Gewalt. Ja, Gewalt. Gewalt, ja. Ich habe mitgebracht mit sich auf der Nessie Rekodierungen von einem Archiv, von einem Churben-Archiv aufgenommen von Spielberg. Etliche, ich weiß nicht wie viel, aber eine Sache von die Filmen sind auf Jiddisch und man kann auskleiben die Interviewerte, was dann gekommen von gewissen Orten. Also ich habe in Voraus zugegräht die Filme, was sind scheich zu unser Maschrut. Erzählt wegen der Organisation, was hat das organisiert? Du kickst mich wie ich weiß am Ende. Es ist Jiddischkeit LA, ist basiert in LA. Und sie stellen zu auf Nessias, wie ich habe Friedemont. Wenn sie sagt, sie meint sie beizem ein Mensch, das ist Robbie Pekarar, was hat früher gearbeitet in jüdischen Bücherzentren und hat damals organisiert solche Touren. Und ja, zwischen damals und jetzt ist geworden ein Professor in Colorado und jetzt arbeitet vollzeitig auf Helix und andere Programmen. Es kommt immer Jascha Koch. Und du hast nicht nur verbracht wie ein Tourist, du hast gemacht das auch Arbeit mit Kamera und mit der Vorwärtsverbindung. Jeden Tag hast du gedacht arbeiten auf dem. Erzähl ein bisschen wegen deiner Arbeit. Ja, ich habe viel gelegt im Redakteur von Vorwärts. Also ich soll anschreiben, berichten von Ausland wegen unserer Nessie. Hat gesagt, es wäre interessant, jetzt zu stellen, kurze Filme wegen dem. Ich habe nicht mitgebracht mit sich kein Apparat, aber ich habe sich verlassen auf auf einem von die Studenten, Hennach, was ihr werdet sehen im ersten Film. Und hat sehr scheuchtigen Apparat und alles, was man darf, hat sehr geholfen beim Zunächststellen die Filmen. Wir haben gehört, dass auch traurige Artikel, speziell von David Katzen, wegen der Politik Arum Churben und wegen zweiseitiger Zugang zum Churben und zu Kommunismus, was sehr traurig verdrießt mir sehr. Ist das gekommen zu reden, ein bisschen auf der Reise, du weißt wegen, was ich rede? Wie Robbie, der Unführer von dem Programm, prüft bei MS
zu drehen Programm dem Leben von den Jeden in Mitteleuropa in der gewesenen Leute in nicht so viel dem Gruppen dem Teut, weil ich meine sehr viel in andere Fällen nach als in den Universitäten in mit dem redet man wegen dem Gruppen in Gott das ist ein wichtiges Thema ist echt wichtig zu studieren das was ist kommt verloren geworden und das was man prüft wieder aufleben ist hast du etwas zu geben? Aber was wegen dem heutigen Politik mit dem Aufleben von Antisemitismus und wegen dem Aufleben von Beehren die gewesenen Faschisten, die Judenmörder? Ich habe nicht bei mir gefühlt. Ich habe sicher gelernt seine Artikel auf seiner Webseite wegen dem. Etwas, was es öfter nicht klar von den Filmen ist, was wir haben, was Jüdischkeit hat zu aufgestellt, 3 riesige Bands von Leinwerk, was wir haben alle mitgeschleppt. Manchmal tausende Seiten. Und zwischen sie es gewinnt over Katzes Werk wegen der jüdischen Leute. Und andere Artikel, was haben geschaffen, informiert dem Hintergrund, was wir haben gedarft auf der Nissia. Also wir haben euch zugegräht Lieder auf Weißrussisch und was? Auf Litwisch? Auf Jiddisch, ja. Aber euch einseitige Lieder auf die Sprachen, was wir reden dort, was die Goyim reden. Aha. Und in einem Fall, wenn wir sind in Liozne, haben wir sich zufällig getroffen mit etlichen Lehrern, was haben wir uns verbeten in der Kulturcenter und so mitgesungen mit uns auf Weißrussisch. Das ist sehr ein interessanter Fall. Ja, aber ich meine, als der Ecke von dem Programm ist nicht zu lernen, das, was wir kennen, lernen auf der Internet sind, das wegen welchen alle reden, aber Tage der Werk, was man geschrieben auf die Erde und prüfen lernen die Werk von einem anderen Kickwinkel. Mhm. Und ihr habt gemacht Interviewen mit Menschen dort? Ja, in einem Video kann man hören, in einem Video wegen Minsk kann man hören, wie wir reden mit Alexander Astravuk, was hat geschrieben das Wörterbuch Jiddisch-Weißrussisch. Wir haben euch geredet mit 2 älteren Jiden, was sind in die Filmen, mit Fania Bransowski von Wilna, mit Advinska Jid und in was ist das gewesen? In Dvinsk haben wir euch geredet, sich zufällig getroffen mit einem, was, wie heißt er? Schmuel? Nein. Er befindet sich im Film. Er ist ein Historiker, Professor von Geschichte in Yisrael, ein emeritierter Professor. Was ist euch gewesen, ein Kind in dem Film, was wir haben erst gesehen, unsere Kinder. Wir haben bei der Jiddischwoche erst gesehen, den Film Unsere Kinder mit Jigan und Schumacher. Und, ja, er ist gewesen auf einer Tour, wie Tourist in Dvinsk. Wir haben geredet mit ihm. Ja. Sehr interessant. Sehr interessant, weil ich habe getracht, dass es kann sein, dass etliche von den Kindern in dem Film leben noch. Und ja, das ist eine. Ja, er hat faktisch gesagt, dass er ist gegangen in eine polnische Schule und er hat sich ausgelernt, Jüdisch zu lieben im Film. Jetzt zu sein ein Akteur im Film. Danke. Nicht zum Gleiben. Mein Weibsmischwache stammt von Dvinsk. Sie wird sich freuen zu hören, also dort hat man gefunden Jiddisch-Redder. Und so ein Macholtgas. In ein aktiver Schiel. Ja. Aktiver Schiel. Mit Armenien? Einmal? Weiß nicht. Und der Olim soll wissen sein, als der Maler Mark Rothko hat gestammt von Dvinsk. Ja, es ist so ein prächtiges Museum mit seinem Werk und wegen seinem Leben. Das ist von den wichtigsten Städten. Ja. Akice. Auf Jiddisch hat es geheißen, oder heißt es noch als Denneborg, aber die Jiden, befragt die russische Jiden, sagen Dvinsk. Und nein, ruft man das auf Daugavpils. Daugavpils. Ja.
Gut, und man kann euch, ihr sollt wissen, sein Herrn Reines Shane Cole auf die Videos. Du hast gesungen nicht wenig dort, ja? Ich bin dafür gewesen schrecklich verkehlt. Die ersten paar Wochen vom Programm. Ist also, ihr kennt hören, wie ich singe Pur Schieres in dem zweiten Video. Ich singe das Lied Slutsk, weil wir sind mit dem gesehen Slutsk. Aber als ihr wollt hören, wie ich singe Unkenverkehlung, könnt ihr das finden anders wie auf dem Internet. Dieses gewinnt Patient 1. Ja. Alle haben sich verkehlt bis ins Ja. im Programm. Alle 24 Menschen. Schade. Gut, ist bei der Gelegenheit könnt ihr uns ein bisschen erzählen wegen sich. Ihr tut andere Sachen mit Koidem Itzik. Du bist der Schaffer von einem neuen Webseite, was ist jetzt eine Sensation auf der jüdischen Gas. Okay, schönen Dank. Ja, das ist Lehensaal, was mir legt euch, also wie Leuten Ivo euch legt, leyenzaal.org. Und das ist eine Ressource für Studenten, was wollen hören jüdischsprachige Lektionen wegen Literatur. Umsetzt. Ich bin ein Student. Ich will über ein Jahr sein, ein Drittjährler in Yale Universität. Ich studiere Geschichte. Und ich bin ein Sänger. In Hayo will ich sein ein Musikdirektor für meine A Cappella-Gruppe Red, Hot and Blue. Und ich bin auch ein Student. Ja. Was ich habe nicht gemeint, ich bin ein Student von Linguistik in New Yorker Universität. Ich habe an mein drittes Jahr für mein Doktorat. Und du konzentrierst auf Jiddischsprach-Sachen? Ja, jiddische Soziolinguistik ist mein Hauptinteresse, mein Hauptfach. Und der Eulam Mistoma weiß schon, als Rene, du bist eine von den Schächter-Tächter. Das bin ich. Meine Schwester Temme und ich singen jiddische Lieder und spielen sie aus. Wir sind gewesen in Australien, in Israel, und wir wollen dafür auftreten auf der Jiddischwoche in ein paar Tagen. Und letztens in Brasilien, ja? Ja, ich habe vergessen zu dem Mann in Manhattan, Benjamin Schechter, was ist der Musikdirektor. In Manhattan Temme sind beide gewesen in Brasil. Ich bin damals gewesen auf Helix, ich bin damals darin gefahren, noch Helix in Europa. Aber sie haben aufgetreten in Rio de Janeiro. Einen schönen Tag, Itzik und Reine. Und ich will melden, als ihr hört, das jüdische Call auf WUNR 1600 AM. Das wird zunächst Meir David mit meiner rechten Hand. Arla Vishwanat. Arla, kannst du gerne reinführen zum dritten Gast? Mit Großvergnügen. Jetzt stellen wir Herren von Yves Jachnowitz, was führt dem jiddischsprachigen Blog in Moleran, das heißt in Meul Arein, was vernimmt sich mit Essen, Wörter in Dricker Essen. Yves hat letztens übergesetzt Jiddisch, Wilner vegetarisch Jiddisch Wörterbuch. Kochbuch? Entschuldigung, ein Kochbuch. Ich trage sehr viel wegen Wörterbücher. Kochbuch. Ein Kochbuch ist bei MS ein Wörterbuch. Also, ihr selbst könnt ihr uns ein bisschen erzählen wegen dem. Eine von den interessantesten Injanim von Übersetzen Kochbücher von Jiddisch auf Englisch oder auf unsere Sprache soll nicht sein, ist, als eine Sache von den Wörtern befinden sich nicht in kein gewöhnlichen Wörterbücher. Die kulinarische Lexikon ist gewesen sehr dialektisch und viele idialektisch. Es von einem Ort in den zweiten ist es gewesen in ganz anders. Und man findet einmal mein Mechaberte, Fanny Levando, Zichroner Levrache, hat eine Sachwörter für Bulkis, Lemoschel. Und sie, Bulkis, das Wort Bulkis nützt sie und euch Semmelech und euch Kaiserkäse. Kaiserkäse sind das, was man rief auf Englisch Kaiser Rolls. Und die harte Bulkelech mit Mann.
eine Sache andere interessante Wörter hat sie. Ich habe durchgeschmiest mit Wilner Havertes, was haben gelebt in Wilna vor der Milchome und andere Linguisten mit Herschel Gläser von JUVO und gelernt als Sache andere Kochbücher und ausgeforscht als was ich habe gekannt. Für was ruft man euch Chocolate Lady? Mit jahrzehnlicher zurück, ich bin zurück in Graduierschule, bin ich eine Bäckerin. Jetzt bin ich bin noch als eine Bäckerin, aber nur verliebe, nicht verpanasse. Und mein Geschäft ist gewesen die Chocolate Lady. Und ein Meister, was ich will sehr übergeben, ist, ich habe gemacht Desserten und Nascherei in einem Theater, was ist mehr nicht dort. Es ist gewesen auf der 3. Avenue zwischen 14. und 13. Gast. Das ist gewesen der was ist das gewesen? Das ist gewesen Variety Theater. Dort hat aufgetreten Charlie Chaplin, aber versteht sich als jetzt das ist ein größer Kondominium. Was habe ich angehört sagen? Demalt haben gespielt dort The Coasters. Und ein Tag habe ich Ziel gebracht, die Kicherlech und Brownielech im Theater, Punkt in der Zeit, wenn die Coasters sind gewesen in Parterre. Und der Ballerboss hat mir gesagt, Yves, werd bekannt mit den Coasters. Bin ich so begeistert gewesen. Und hat sie gesagt, das ist die Chocolate Lady. Und versteht sich, haben sie versucht, alle Kicherlech. Und sie sind gewesen begeistert, sich zu bekennen mit mir und das ist mir gewesen. Für die, die sind zu jung oder zu alt, wer sind die Coasters? Die Coasters sind gewesen eine Kapelle, eine Sache von sie sind weg auf Eulemai MS, eine Kapelle von 5 Singers, was haben gesungen als Sachlieder von Lieber und Stoller. In die 50er und 60er Jahren hat ihr einmal gehört Poison Ivy oder was noch, Charlie Brown und andere wunderliche Lieder. Man muss mittanzen, man kann sich nicht absagen. Yves, ich will auf eine Minute zurückgehen zum Kochbuch. Wie der Mond ist das ein vegetarisches Kochbuch. Ich bin ein Vegetarier und vielleicht verstehe, bist du alleine ein Vegetarier. Ist, als mit dem Mond jüdisch essen, kommt gewöhnlich nicht das erste auf dem Sinne vegetarisch essen. Efter kannst du reden ein bisschen wegen dem, was Vegetarischkeit hat zu tun mit Jüdischkeit oder mit jüdisch Essen. Ja, mit dem größten Vergnügen. In der Tekufe, das Kochbuch ist geschrieben geworden in 1937. In der Tekufe zwischen den Weltmilchomes und viele vor der ersten Weltmilchome haben alle, dachte ich mir, und befragt jeden, gehabt eine Sachhoffnung wegen der Zukunft. Es ist gewesen eine artistische Bewegung, Futurism, Zukunftism, und man hat damals geglaubt, wie man kann mehr nicht glauben, dachte ich mir, als Menschen wären besser und klüger und als die Welt wird schöner und besser und eine von den Euphanim das zu wirken ist Vegetarianismus und man gefällt andere Kochbücher auf Jiddisch von der Tekufe, andere vegetarische Kochbücher, sind gewesen euch vegetarische Restauranten und Hotellen in Amerika. Und die Bewegung ist gewesen klein in Zoll, aber groß in kultureller Relevanz, dachte ich mir.
Ich habe nur zu der Hand sehr komische Erzählung von Moshe Nadiren, Nutos und Protos, wegen Mann, was hat lieb essen Fleisch und geht daran in ein vegetarisches Restaurant mit Hachaver und alles Ding ist gemacht von Nutos und Protos. Sie sind Analogien zu unserer heutigen Tofu, dachte ich mir. Sie sind gewesen Protein Gerichten gemacht von ich weiß nicht, von Nislich, Mistame. Und der Vorspeis ist Nutos Vorspeis oder Protos Vorspeis. Der Salat ist ein Nutos Salat oder ein Protos Salat. Die Suppe ist ein Nutos Suppe oder ein Protos Suppe. Der Kompott ist ein Nutos Kompott oder ein Protos Kompott. Und wird sehr in Kass. Und ich will nicht euch sagen, was tut sich nach dem. Chikava. Ihr seid beide Vegan-Vegetarier? Ich schäme sich für Eve. Ich trinke Milch, ich esse Milchigs, ich esse Eier. Es ist nicht besonders zu meinem Geschmack. In Fisch esse ich, ja. Noch 10 Jahre überaus esse ich wieder Fisch. Ich esse euch Milchigs und Eier und jetzt stört euch Fisch am Moll. Ich wollte nicht gesagt, dass Fisch ist ein Teil von meiner Diete, aber ich sage sich nicht ab von Fisch, wie ich habe 20 Jahre. Das erste Mal, was ich habe gegessen, Fisch nach 20 Jahren sein Vegetarier, ist gewesen, wenn ich habe gedacht, lernen in einem Kurs in machen gefüllte Fisch. Und ich habe nicht gewusst, keine Sache mehr wie die Studenten. Was tut man beim Yontiv Schwues, als man esst nicht Fleisch, lekavet Yontiv, man esst nicht Milchigs, lekavet Schwues? Was tut man? Man esst ja Milchigs. Als man ist ein Vegan. Als man ist ein Vegan. Dank für eine Frage. Ich meine, also die zwei dringstliche Fragen für jeden sind, was essen Vegetarier Pesach und was essen Veganer Schwies. Und dafür habe ich allein, ich bin allein nicht kein Veganer, habe ich ausgetracht als Sach Veganer Schwies Rezepten. Zu lieb dem, weil es ist mir sehr interessant, zu gewinnen ein Lächeln, zu gewinnen wie man kann sich an zu geben. Und ich mache ein Dessert, was ich habe gemacht, ein Neologism, ein Kernig, ein Cheesecake auf Jiddisch ist ein Sernig, eine von den Wörtern, eine von den 100er Wörtern ist ein Sernig. Und Kern sind Nislech und Semischkes. Und Sernig, was ist gemacht von Nislech, ist, versteht sich, ein Kernig. Und ich mache Kernigs von Banjekern, von Kokosnusskern, von was noch, von Mandeln, versteht sich, von Cashews. Und sie sind sehr Geschmack. Und dem Emmes gesagt habe ich Kernig besser lieb wie Sernig. Und ich habe Sernig sehr lieb. Das habe ich gesehen auf deiner Webseite, Eve. Und kannst du uns melden wegen deiner Webseite und wie noch man kann sich verbinden mit dir? Mit dem größten Kaufet. Meine Webseite ist inmolaran.blogspot.com. Das ist in Moilaran auf mein zentralidisch Dialekt. Mit der lateinischen Oisius inmolaran.blogspot.com. Und ich habe euch gemacht eine Webseite fanielevandoerrata.com, weil nebach in dem ausgedruckten Nussach von meinem Buch haben die hat der Verlag gemacht als Sache. Und sei so gut, gib dem Titel von Buch und wie soll man das finden? Das Buch auf Jiddisch ist vegetarisch-diätischer Kochbuch. Und auf Englisch The Vilna Vegetarian Cookbook. Und ihr
könnt es gewinnen bei einer lokalen, unabhängigen Bücherhandler und euch auf fanielevando.com. Schönen Dank und ja, Shakayach. Dank. Und jetzt haben wir sehr bekoverdicke Gast, Arla. Ich habe den größten Covid vorzustellen, dem genieten Kischefmacher, dem Meister von dem Monolog, dem Konferencier Shebe Konferencierem, der Direktor von dem Jüdischen Kulturkongress, ein Akteur in dem Theater von neuen jüdischen Repertoire, Shane Baker. Chave Baker, Hast seid nicht begrüßt. mehr was zu sagen wegen mir. Das könnt ihr allein sagen. Was machst du, Shane? Ich mache es auch nicht wissendig. Hat das sei. Es ist mir interessant. Als ich habe gesehen da auf dem Tafel fanielawando.errata.com, habe ich gemeint, dass das ist ein Lied von Styx. Aber das müssen aber bloß 3 Menschen verstehen. Das ja, ich bin zufrieden, dort zu sein auf der Jüdischen Woche. Schon eine lange Zeit, seit ich bin da gewesen. Und wir sehen da eine Sache neue Panama, eine Sache bekannte Panama, und es ist ein Vergnügen, dort zu sein. Einer ist gesessen neben mir bei der Wäsche und gesagt, das ist der ganze Zimmer. Alle reden Jiddisch. Ja, das ist ganz fein. Und du sitzt nicht mit lediger Hand, mit verlegter Hand. Was tust du bei der Jüdischfach? Ich sitze auf Gio mit verlegter lediger Hand, gerade in der Minute. Aber ich führe an mit Komödie-Warstadt, das heißt, dass wir wollen zugreifen Materialien für der Talentarnie. Und wir wissen noch nicht, was das wird sein. Wir haben Remose, wir haben einen Gedanke, aber morgen hebt man uns zu schreiben und repetieren. Und Sonntag wird man sehen, was wir können austrachten. Und später nachts will ich auftreten zusammen mit Miriam Chaya Siegel in einem Konzert. In dem breitsten Sinn von dem Wort ein Konzert. Sie singt, ich krocke, aber besser rezitiere ich. Und ich meine, es wird sein gut für den Mäulen. Ja. Und Miriam Chaya hat erst herausgebracht ihr ersten Kompaktel. Tausend Tamen. Tausend Tamen. Es ist sehr gut, wir haben das gespielt, etliche Mal auf unser Programm. Und was hat sich mit dem Kongress? Es ist gut. Wir haben Nächten angeführt mit der Score nach die umgebrachte sowjetisch-jüdische Schreiber, die Ruge Malches von Sowjetenverband. Und es hat gerettet alle Susken Perelmann, die Tochter von Benjamin Susken, dem Schauspieler, was hat gespielt, dem Narr zu Shlomo Michaels Lehr. Und hat angeführt mit dem Theater, nachdem man hat gehagert Michaelsen. Das heißt, ein bisschen mehr wie ein Jahr, bis man vermacht im Theater. Aber gewann ein ausgezeichneter Akteur und man redet von den Schreiber, weil Schreiber losen hinter sich über Lieder, Romanen. Aber was lost hinter sich ein Akteur? Wenig was. Und seine Tochter, was hat ihm nicht sehr gut gekannt, weil sie ist noch jung gewesen, wenn man hat ihn arrestiert und hereingetafselt. Sie hat geforscht sein Leben und geschrieben ein Buch wegen ihm. Sie ist gekommen und geredet wegen dem Taten und gewissen Bilder, was ich habe keinmal nicht früher gesehen. Und ich habe geforscht wegen dem Theater. Ich fand sehr interessant. Wir geraten zu einer Saison von Kavaheiser. Das heißt, Herbst wird sich anheben, die Kavaheiser. Und ich habe erst gegeben Mindel Rinkewitschen die Korrektur von einem Buch, was sie hat geschrieben. Das heißt, einmal in Agolas. Sie wird das mal gucken, gut heißen oder fordern noch Ausbesserungen. Und mehr zu Shem wollen wir abhalten, einen literarischen Jontef noch ein zweisprachig Bücher auf Jiddisch und Englisch von einer moderner jiddischer Schreiberin. Ich bin nicht so bekannt mit dir. Kennst du geben einen Rein für?
Mindel Rinkevich ist ein Poet und ein Prosaiker, gut bekannt in den New Yorker Kreisen. Sie beteiligt sich in einem Schreibkreis dort. Ich pflege sie sind zumal zu Gast bei Bela Gottesmannen. Und sie hat herausgegeben etliche Bücher, Lieder und Prose. Und ein jüdisch Bücher ist ein Simche. Also toll. Ist 63 Jahre sind dem 12. August 1952. Ist wie lange wird angehen unsere Haskures auf dem? Wir haben geredet letztens mit Österreich ein Interview und hat zwei gesagt, das wird können angehen weiter. Wie hältst du, wie es gewähnt der Eulam Nächten? Der Eulam gewähnt öfter 100 Menschen. Es hat gekannt sein mehr, wenn wir haben ein besseren Budget für ein Verpiersen. Aber ich meine, es kann angehen. Wie lange wollen angehen das Gottes? Wie lange ist es wichtig, zu Menschen zu gedenken? Also lang wird das angehen. Ja, Schakach, was du fährst dann weiter mit dem. Und der Ziel wegen deiner jetzigen Projekten auf der Bühne. Ja, es wird sein eine interessante Saison beim New Yiddish Rap. Koidem Kol hat David Mandelbaum beschlossen, als man muss anheben, reinzuziehen, jüngere Menschen im Theater. Und faktisch, als ich gearbeitet im Sommerprogramm, sind gekommen zu mir gewisse jüngere Menschen und gesagt, also willen sich vernehmen mit Jiddisch Theater, arbeiten mit dem New Yiddish Rap, was tragt davon von jiddischen Kunsttheater, von der Bewegung. Und das hat gewirkt auf mir. Ich habe sie geschickt zu David. Und David hebt dann zuzugreifen auf eine Stadt, wo die Unterrichtssprache soll sein Jiddisch, aber es legt am Trop auf Theater wie ein Mittel, sich auszulernen, eine fremde Sprache. Wir können rufen Jiddisch eine fremde Sprache. Und ich habe nicht gewusst wegen dem, aber weiß neues, als ist da eine Sache geschrieben, wegen dem Gedanke. Es ist ein angenommener Mittel, sich auszulernen eine Sprache. Und ich tracht wegen sich, wie also ich habe sich angeheuben lernen Jiddisch. Also ich habe genommen, damals hat man gespielt, solche Sachen, Kassetten, ja. Ich habe genommen eine Kassette mit Liedern von der Berry-Schwester. Ich habe geguckt, in mir trocken ein Gesang und so zu bisschen, aber ich habe angeheuben, sich auszulernen, gewisse Sätze auf Jiddisch. Es ist ein Mittel zu verstehen, eine Sprache. Und ich will lernen 3, 4 Klassen, bei dem es wird sein, ich meine, als 12, 16 Sessions. Und wir wollen sehen, wie es geht. Aber wir haben sehr fähige junge Menschen, was kommen sich zu neu mit dem. Das ist nicht auf der Bühne, das ist im Klassenzimmer. Auf der Bühne stellt man, ich kann es kaum glauben, stellt man Teut von einem Salesman. Wir können sagen, Teut von einem Commis Voyageur, Teut von einem Voyageur. Man hat es gestellt unter verschiedenen Titeln. Wie nicht ist das Josef Bulow's legendarische Übersetzung von Arthur Millers Death of a Salesman. Und es ist da sehr eine interessante Geschichte hinter der Übersetzung. So angekommen mit Blut, bis wir haben das herausgekrochen von den Archiven. Aber David hat einen eisernen Willen. Er hat herausgekrochen jedem Skript, jede Recht. Und wir greiten das zu. Am 1. September heben wir an die Repetitions und am 8. Oktober wird man öffnen den Vorhang. Mit dem rechten Fuß. Außergewöhnlich. Das hat man gespielt in Volksbühne das letzte Mal, aber ich habe nicht gekannt. Death of a Salesman. Nein. Nein, kann man nicht? Seit Bulov gestorben hat keiner das nicht gespielt.
Bullock hat Davke nicht gewollt, dass hat gemeint, dass nach ihm ist der Mabel. Und keiner soll nicht spielen seine Materialien, keiner soll sie nicht nutzen. In Israel spielt man sie, man hat letztens gespielt im Revisor, seine Bearbeitung von Gogels Pjese. Aber Lübe hat gehabt einen anderen Zugang, das ist die Almone Lübe Gaddison. Sie ist schon mehr nicht da euch. Hat gehabt einen anderen Zugang zu Israel. Aber in Amerika hat man nicht getan spielen. Aber wir haben gefunden, wie er sei. Die Pjese, die Übersetzung hat so gewirkt auf dem Eulam in jenen Jahren. Also einer hat geschrieben, dachte ich in Kommentar, als das ist die originale Pjese und Miller hat das bloß übergesetzt auf Englisch, das, was man spielt auf Broadway zu der Zeit. Faktisch, Bullock war sehr klug wegen dem. Er hat übergesetzt die Pjese auf Jiddisch, wenn es hat noch alles gespielt auf Broadway und er hat nicht getort. Hat er das genommen in, dachte ich, in Rio oder in Buenos. Öfter in Buenos hat er das gespielt. Unerläubnis, unzufragen. Und er ist zurückgekommen mit den Rezensies und sei gewissen von Miller und gesagt, mögen wir das da spielen? Hat Miller gesagt, ja. Er hat es gut geheißen und Bullock gewann der einzige Akteur, der einzige Produzent, was hat recht gehabt zu spielen, der war Salesman, auf Jiddisch, versteht sich, wo nur er hat gewollt. Es ist bekannt, dass du es gehabt spezielle Zutritt zu der Almone. Lube Carlson, eine sehr feine Freundschaft hat er gehabt. Hat das figuriert in Kriegen dem Recht? Die Tochter ist noch da und wir sind ein Freund. Aber sofort hat man sich gewusst, dass der Recht gehört nicht zu den Jorschim, nur zu Millers Jorschim. Weil das ist gewesen der Abmach von der Zeit. Haben wir sofort gedacht, wieder zurück zu Davids guter Freund Buddy Thomas. Ja. Und wir haben David interviewt wegen dem Warten auf Godot. Du hast gespielt Warten auf Godot in Irland, ja? Ja, und wir warten noch als. Wir wollen das spielen dem 8., dem 9., dem 10. September wird man das spielen in Cornell. Jonathan Bayaren hat uns verbeten, hinzukommen mit einem kleinen Festival von jüdischen Theater. David wird spielen sein. Jossel Rakever wird zu Gott. Uren und Jelena Rickman Schmulenson wollen spielen The Essence, a Yiddish Theater Dim Sum. Und am 3. Abend wird man spielen Warten auf Godot, was zeichnen sich aus mit dem Neulam. Und wie groß das soll nicht sein, meine ich, als Teut von einem Salesman wird sein viel größer. Es ist eine sehr beliebte Pjese beim Neulam. Weißt du, Reus? Ja, ja. Der Mann, wie soll man sich verbinden mit dir, mit deiner Organisation und sagt er wissen weiter? Gut, es ist sehr leicht. Von mir kann man gehen auf congressforjewishculture.org. Und für ein Theater darf man bloß finden newyiddishrep.org. New, nicht new. New, N-E-W, not new and you. newyiddishrep.org. Auf die Galchis versteht sich. Gut. Nu, teure Menschen, es sind uns geblieben noch ein paar Minuten. Efter können wir tun, was wir haben Sonntag Gelegenheit zu tun, herumreden die Neues und machen eine Blitzdiskussion. Verschiedene Themen. Da man eine Sache, was ich habe vergessen früher, ist der Name von einem Historiker, was es gewähnt in unsere Kinder und schreibt Rezensions von historischen Büchern, ist Shimon Redlich. Und er ist noch halt aktiv. Schönen Dank. Eine Sache, was ich bin sicher, als alle willen
Herren wegen dem ist, was hält man wegen die Amerikaner Wahlen und Donald Trump? Nu, ich kann euch sagen, dass das wird sein ein Teil von Komödie war Staat. Weiter sollen andere reden. Wie ein Komiker, meinst du, es ist eines, als alle Komiker wollen, als Trump soll was länger bleiben in die Wahlen? Es macht nicht aus, was man will nicht. Wird bleiben, wie lange meint, als es ist ein gutes Spiel für ihn. Noch einmal, Sir. Okay, no, was wegen, das ist ein bisschen ein Downer, wie man ruft das auf Englisch, Recht für die Homosexualisten und wegen der Tragödie von der umgebrachten Mädel. Ich habe gedacht, bei einem Marsch für Rechten für Homosexualisten in Israel. Nu, ich sehe auf Facebook als Sachmeldungen von Frimme Israelim in ich kann nur sagen, als soll Gott ein bisschen geht's rauskommen von der Tragödie. Man soll mit ihm reden wegen dem, was Homosexualisten sind Menschen und sie haben dasselbe Recht wie alle anderen Menschen in der fremden Welt. Das ist eine schwere Frage und man darf dagegen etwas erzählen, weil nicht wird sein Mamisch Sekundes ist. Ja, und jetzt habe ich gelernt, dass man geht, Zipi Livni dachte sich, hat aufgegeben die Hand und gesagt, dass man darf machen neue Klolem, neue Gesetzen abzuheben, die Rechte von solchen Menschen. Es steht nur, was mit beiden Gesetzen erst noch die Tragödie sind, nicht fair sei. Ja, besser spät wie keinmal nicht. Und hat jemand so gehört wegen einem neuen potenziellen Abmach zwischen den Vereinigten Staaten und Iran? Nuklearer Abmach? Meinungen wegen dem? Ich habe mal zu sagen, ein Wort, da hält man sich hinter. Alle haben mal zu sagen, ein Wort. Nur wir haben schon abgemerkt, es ist 63 Jahre, sind am 12. August 1952. Nur öfter können wir wegen der Neues reden ein anderes Mal. Ist gut. Ich meine, dass wir dürfen bald verändigen. Ich will bedanken, die was haben geschaffen im Programm, Koidem Arla Vishwanet, meine rechte Hand. Stufe was? Rivke David, Produzentka, Tovia Botvinnik, technischer Regisseur und die Gäste Rainer Schechter, Itzik Bliemann, Yves Jachnowitz und Shane Baker. Dank Jugendruf. Das ist auf Twitter @Jugendruf oder auf dem Web jugendruf.org. Und Dank der Jiddischwoche mit Elia Davis Barosh und Dank dem Staff von Pearlstone Center, Reisterstown, Maryland. Und Dank unserer Anführerin von Programm, Chassia Segel, was hat uns begrüßt früher und wir begrüßen ihr zum 102. Geburtstag. So lange Jahr. Mazel Tov. Nun das letzte euch, Meir David, Dank für den Herrn. Ihr hört das jüdische Call und hört weiter über 8 Tage und hört unser Podcast, wenn es sagt, zu unserer Webseite jiddischvoice.com. Einen schönen Dank und eine gute Nacht.